Alle zusammen! Mein Nachbar vermisst seit 3 Tagen die Frau. Der weiss nicht mehr, das Leben soll weitergehen. Sie sind mit dem Hund laufen und seither nicht mehr heimgekommen. Es hat eine Belohnung ausgesetzt und wenn das jemandem gelingt, gibt die Person 500 Stutz, wenn es den Hund wieder bringt. Ich bin letztens da wie in einem Beiz und habe gedacht, sättigen ist es besser. Ich bin letztens da will einkaufen und habe gedacht, sättigen ist es besser. Dann sehe ich da will auf einem Trottoir einen riesen Hundsdreck, das fast nicht fassen konnte. Aber denkt, soll liegen bleiben, tut gut zu da will passen. Ich habe von der SBB eine Mail gekriegt, für mein Halbtags startet eine Aktion. Um sich vor Betrug zu schützen, gäbe es 2 Faktoren Identifikation. Zusätzlich zu der Gesichtserkennung braucht es etwas Gleichwertiges, dann sind die registriert. Dann habe ich die Handykamera und Blut auf Vödel gehabt und schon hat es funktioniert. An der Unimensa ist vegan Trumpf, darum züchten wir vor dem Haupteingang einen Rasen. Als die Studierenden in der Pause können zusammen grasen. Der Treibhausgasausstoß nach einem Hörsaal ist übel, das musst du sehen. Darum sage ich, der Rasen ist eine richtige Furzidee. Bei Verheirateten ist das Demenzrisiko grösser. Eine Studie hat es bewiesen. Als Ehemann bin ich da nicht einverstanden. Auch als Alleinstehender hast du deine Krise. Ich finde es so schrecklich, wenn jemand die Krankheit hat, weil ich fühle mich noch fit. Ich habe mir aber auch schon gewünscht, dass ich sagen könnte, wer ist das in der Küche? Ich kenne die nicht. Ja, schon recht. Ich bin dafür, dass wir Produkte aus der Region verwenden. Das wäre wunderbar. Wir müssen doch Bauern und Gewerbe unterstützen. Das ist ja völlig klar. Eben, ja, die müssen wir unterstützen. Ja. Dass sich nicht alle Geschäfte daran halten, das ist für mich ein absolutes No-Go. Ja, in jeder Tankstelle und jedem Kiosk verkaufen sie Kaffee aus Togo. Mein Freund Gusti nimmt an meinem Ösli kein Sandwich. Auch am Charivari isst er nichts. Am Kellerstreich sauft er Wasser, hier am Guckerseitli kein Champisbrüt.
Auch am Leckerli nimmt er kein Käseküchli. Seine Frau sagt, er sei zu dick, das tut ihm weh. Ja, wenn er vor sich runterschaut, kann er wegen seinem Trommel das Pfeiferli nicht mehr sehen. Tierforscher haben herausgefunden, Katzen miauen mehr, wenn sie Männer begrüßen. Dass die bei uns unsere Jungs so toll finden, finde ich zum Schiessen. Ich habe das Lob reingezogen und habe es ganz tief in meinem Herz hineingelassen. Weil wenn ich heimkomme, miaut niemand, dann heisst es nur, oh je, der Alte ist wieder da. Es gibt neue Berufsbezeichnungen. Master of Construction in Fresh Air. Das ist ein Maurer, das merkst du ja gleich. Dispatcher of Not Good Smelling Things. Das muss einem von der Köbelabfuhr sein. Bachelor of Shithouse Repair. Das ist ein Sanitär, keine Frage. Und dann noch Supervisor of Asshole Kids. Das ist ganz klar ein Sozialpädagoge. Eine wichtige Studie sagt, ich weiss gar nicht, ob ihr das wissen wollt. Nur die Hälfte von allen Menschen waschen sich nach einem Stuhlgang die Hände. Und das ist wirklich so, da gibt es nichts daran zu rütteln. Das tue ich einfach nur noch jeden Zweiten den Keller schütteln. Ein Chines, der in Zürich studiert, der lebt dort von gratis Aperos und Katzenfutter. Ich habe einen Zürcher gefragt, ob er das wirklich so macht. Dann sagt er mir, ja, das tut er. Jetzt habe ich ihn eingeladen zum Nacht bei der Schwiegermutter. Hat er für einmal keinen Beschaffungsdruck. Aber so wie die kocht, geht er wieder zum Katzenfutter zurück. Der Trump läutet auf Frau Keller-Sutter an. Los, Mädchen, ich habe das noch gar nicht gesagt. Wenn ich die letzten Sommer am Telefon abgeputzt habe, das tut mir leid. Weißt, während dem Gespräch bin ich abgelenkt und auch irritiert. Der Infantino hat mir mit der Zunge das Hinterteil massiert. Ciao zusammen, danke vielmals, tschüss, bis morgen.